bei dir und jetzt wieder Satz zu Brotato. Ja, ich glaube letzte Woche haben wir nicht die ganze Woche drauf gehabt. Oder die ganze Woche Brotato gehabt. Ich glaube, dass auch mal was ausgefallen ist. Ja, ich habe hab inzwischen schon noch geschafft. Ich habe uns Soldaten inzwischen freigeschalten. Und den darf ich ja gerne nochmal probieren. Die Frage ist bloß, was nehmen wir mit dem? Ich darf gerne auf Explosion spielen oder so. Oder halt auf Schusswaffen, aber. Er hat anderes Tempo, wenn er sich nicht bewegt. Er macht schon, wenn man sich nicht bewegt. Er hat 10% mehr Tempo und mehr Reichweite. Er hat 15 Rückstoß. Das war eigentlich so MP-Run, aber da ist meiner Meinung nach der Crit-Chance zu niedrig. Und vor allem, du hast bloß, von Haus aus bloß 1%. Oh, Schotti hat der. Na, was Messer 2,5. Okay. Was ein Taser vielleicht? Dass man irgendwie elementar geht? Ich darf jetzt erstmal auf den Schredder gehen. Macht man jetzt erstmal nur 0, weil nicht bewegen ist immer so eine Sache. Das musst du erstmal anfangs irgendwie hinkriegen. Weil er attackt halt auch nicht, wenn du die bewegst. Ah, stimmt, ich weiß jetzt wieder warum. Ich habe halt schon mal Runden gespielt, da bin ich ziemlich weit gekommen. Und dann habe ich nicht gewusst, hey, warum war das jetzt Ding, weil da habe ich mit dem Steuerkreuz auf dem Controller gespielt. Und dann ist er einfach, anstatt nach oben, nach unten gelaufen. Und dann habe ich mir gedacht, hä, das ist nichts verkehrt. Ja, und dann war halt irgendwie so, ja, Dynamit. Narbe. Da ist zwar die Schredder, der ist wichtig, dass wir auch gescheit spielen können. Bam, 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 bam. Genau. Gut, das Hauptding ist eigentlich, dass wir so rumstehen. Ich wollte eigentlich einmal auf die Couch gehen, aber ich weiß gerade gar nicht mehr, was die gebracht hat. Ich glaube, dass ich da nicht in den Karten einschauen kann, gell? Nee. Ich müsste den am Anfang vom Spiel schauen, ja. Bevor wir da reinkommen. Ja. Ist ja jetzt so anfangs ein bisschen langweilig mit ihm, aber nein, was müssten wir machen? Wir gehen jetzt erstmal auf EP. Da natürlich noch mehr Reichweite und Angriffstempo gehen. Das ist bestimmt nicht schlecht. Desto mehr Reichweite, desto mehr können wir außen um uns attacken. Wo eigentlich Minus-Reichweite vielleicht gar nicht so schlecht war mit ihm. Er hat eine gewisse Range, wo er aufklappen kann. Da haben wir jetzt mal ausprobieren. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie es ist, Soldaten geschafft habt, oder wenn es noch nicht geschafft habt, schreibt es mal gerne einer. Dann fühle ich mich nicht so verloren. Oh, das Tempo. Ja, quick Buffs auf irgendwas, dann nehmen wir noch mal Glück. Dann schmeißen wir uns Schredder. Sperren wir uns mal mit dem einen Explosionsschauen holen. Und Mützen nehmen wir uns auf Zeiten. Und dann gehen wir in die nächste Runde. Genau, für die Ranged ist es einfach so mega, weil er einfach instant die Leute wegmachen kann. Nö. Oder wieder Prio ganz woanders gesetzt, danke. Perfekt. Auf wiederhören. So, ja, ich werde die Woche, ich versuche die Woche, dass ich irgendwie ein bisschen vorarbeite, beziehungsweise dass ich vorspähe, mehr oder weniger. Dass wir mal ein bisschen einen Puffer wieder haben. Weil es ist einfach, ich habe so viele andere Sachen auch noch zu nehmen, weil die Woche geht immer das Minecraft-Projekt am Freitag. Und da mir ein bisschen mal
informieren natürlich auch noch ein bisschen Sachen und schauen, wie bauen wir, was bauen wir, wo bauen wir, was könnten wir machen noch. Ja, wir werden nächste Woche auf alle Fälle ziemlich grindy sein. Ich glaube, dass ich da einiges an Streams machen werde. Aber vielleicht mal ja ziemlich viel offline einfach. Aber wir sehen es ja dann. Dem her ist, glaube ich, dann bloß noch die Frage, wo sie ist. Das ist, glaube ich, mein einziges Ding, oder? Wüsstet ihr jetzt gar nicht. Ja, auf alle Fälle. Ab Freitag geht natürlich das Minecraft-Projekt los. Und ja, wir werden wahrscheinlich am Wochenende dann schon damit anfangen. Mit Folgen und so. Zum normalen Minecraft. Denke jetzt mal, da wo wir jetzt gerade an Farm bauen sind. Und ich heute realisiert habe, dass wir wahrscheinlich alles außer oder innerhalb zwar bei uns machen können, aber wahrscheinlich alles anclaimen müssen, wo die stehen, weil die sonst Zeit nicht aufnehmen. Das ist natürlich semi-optimal, weil dann das Gebäude nicht protected wird. Aber dann müsste man eventuell das so machen, dass man das nicht protecten müssen, also vielleicht irgendwie ein Golem dazu setzt oder so. Hallo. Heute. Das war jetzt echt knappe Geschichte. Gut. Grit. Glück. Nichts, was mich interessiert. Unterstützung haben wir da nicht, gell? Nö. Die Tasche brauchen wir. Die Tasche einzigartig, kommt bloß einmal. Oder mir lieber gleich kaufen, weil dann kann was anderes kommen im Shop. Genau. Oh, schau hier noch mehr. Perfekto. Ja, ich muss das sagen, ich brauche jetzt nicht mehr wieder ein bisschen Abstand von Potato. Aber ich möchte es einfacher durchhaben. Dem wir werden es wahrscheinlich mit dem Explosionstypen durchspielen, weil der meiner Meinung nach der krasseste ist für alle. Und ich glaube, dass er jetzt noch kein Patch war für ihn, dass irgendwie das niederpatcht hätten. Dem her ist eigentlich immer noch ziemlich broken, meiner Meinung nach. MP3, nö. Nö, das können wir mal. Den nehmen wir doch mal auf alle Fälle. Ja, dann haben wir auch schon wieder. Naja, ist gerade schlechte Runden da wieder. Muss man leider sagen, das sind schlechte Runden. Habe ich vorher schon viel bisschen näher Runden gespielt. Ja. Ja, das ist einfach. Das ist einfach eine schlechte Runden schon wieder gewesen. Mein Gott. Try mal nochmal. Nochmal Schredder. Es kann so gut laufen und dann läuft es so blöd einfach. Das ist echt traurig. Das ist echt traurig. Aber ich glaube, Schredder ist das Richtige bei ihm. Was ist das? Nehmen wir mal Fernkampf. Da schau. Schau dir so. Jetzt haben wir schon 3. So. Das ist schon die 4. Das können wir schon wieder. Das ist halt einfach ein Witz überhaupt. Jetzt schon 4 Waffen, obwohl ich noch nicht mal einmal, also noch nicht 2 Runden gespielt habe. Vorher noch 6 Runden keine Waffen mehr gekriegt einfach. Das ist genau das, was ich jetzt schon öfter gesagt habe. Das Glück ist einfach so essentiell bei dem Game so. Und nicht mal das Glück in-game, sondern einfach das Glück an sich, was du kriegst. So, Fernkampf.
Bam, bam. Gehen wir einfach voll auf den Schredder. Das ist mir vollkommen egal ist gerade. Der hat alles mit der Waffen durchspielen. Wahrscheinlich auch mit dem Ding, mit der Schleuder. Weil die einfach übelst OP ist. Und da kann man halt einfach keiner was sagen. Ich hab glaube ich auch mit dem Schredder ein Stickerchen gemacht, der wo pro Leben mehr Ding kriegt. Entweder so oder ich habe glaube ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube ich habe dann am Schluss mehrere Sachen gehabt. Ich habe dann glaube ich am Schluss was habe ich da alles gehabt? Ich glaube einen Raketenwerfer gehabt, Schredder und nur irgendwas. Aber ich weiß nicht mehr genau. Dem her. Ah ja stimmt, jetzt weiß ich wieder. Ich hab dann endlich mal die explosiven Dinger gekriegt, die wo man mit dem Werkmeister freischalten. Die habe ich dann endlich mal gekriegt, dann wo ich nicht auf Explosion gespielt habe. Jetzt so kotzen können. Das ist echt belastend gewesen. Wo ich Full Explosion gespielt habe, wo ich es nicht gekriegt. Und dann, wo du es einfach gar nicht spielst, dann kriegst du es einfach. Es ist so dumm einfach. So, Glück, anderes Tempo. Oder ist das? Nö. Nö. Ja. Ja. Den können wir aufheben. Den brauchen wir dann auch. Na dann geht's jetzt wieder los. Es ging wieder los. So ja, also Shader ist einfach so gute Waffen. Was auf jeden ist das eine gute Waffen. Müssen wir natürlich schauen, auf wen wir jetzt noch nicht geschafft haben. Es gibt so ein paar so Kandidaten. Einen habe ich noch gar nicht gespielt. Das ist der Jäger-Typ. Obwohl der glaube ich mega geil ist zum Spielen. Das ist das Problem. Ich glaube, dass der irgendwie mit Crit oder mit der Reichweite oder so skaliert. Das ist, glaube ich, sau OP. Jetzt sind irgendwie Fernkampfwaffen Space und dann da eine Ballast und da eine Ballast. Okay. Schauen wir erstmal, dass alle mindestens Level 2 sind. Alle Waffen. Weil dann haben sie schon mal ein bisschen Explosionsraum. Aber wenn es nicht um das geht, aber sie machen ein Haupt-Base-Damage an sich mehr. Das ist also schon mal das Key irgendwie, dass man mehr Damage macht. Dann nehmen wir dann mehr an so einem Punkt an, wo man merkt, so, oh, das wird schon ein bisschen härter. So. Eigentlich müssen wir aber bis zur 9. Welle so viel Damage machen, dass wir easy cheesy alles wegmachen. Falls ihr das noch nicht gewusst habt, weil die 9. Welle ist so Farming-Welle. Da schaffst du mal mindestens 2 Level oder um die 300 Materialien. Und das ist halt dann schon irgendwie wichtig zu haben. Denn momentan jetzt haben wir 158. Gehen wir mal ein bisschen auf Schauen. Glück natürlich auch gut. Aber da Reichweite Narbe ist schon mal ganz wichtig. Dass wir mehr XP kriegen von den Sachen. Und ja, haben wir leider keinen Schredder gekriegt. Das ist natürlich jetzt blöd. Das war natürlich so Metalldetektor oder so, war jetzt so nice. Vor der 9. Welle. Weil dann können wir nochmal verdoppeln unser Zeug, was wir aufsammeln. Aber man zeigt schon, wir brauchen jetzt mal und zwar liebe Aliens. Vielleicht Ratten. Die haben meistens ziemlich gut bei sowas. Ja, dann müssten wir uns eigentlich nur ein Textbild auch noch anschauen, ne? Aber der ist einfach, das ist so lackabhängig, was du das Zeug kriegst. Aber wir schauen uns, glaube ich, demnächst noch. Ich muss bloß noch mal schauen, was das für ein Charakter war. Das war, ich glaube, Schreihals oder so. Ich glaube, das Schreihals war das, wo man den spielt. Nur das Tempo, XP, Crit. Wir schauen mal bloß noch ein paar Sachen. Weil momentan, wie man sagt, wir haben bloß LP Regeneration auf Minus. Alles andere ist Plus.
Ah, da her. Macht man aber jetzt so viel Damage mehr, weil wir auf 6 Waffen haben, Alter. Das ist so dumm einfach. Schau dir das so. Mach mal über alle weg jetzt. Schau dir so. Oh, das liebe Ellen. Dann nehmen wir für einen Kampf. Shredder. Bams. Das ist momentan ein bisschen wichtiger. So, das ist auch schon mal sehr wichtig, wenn wir von Fernkampf gehen. Wenn wir Fernkampf gehen, kriegen wir automatisch immer mehr Schaden mit dem Baby-Board. Wir können diese Actually sogar mehrfach haben. Das heißt, es wird dann einfach nicht einmal das brockt, sondern zweimal. Und dann werden einfach immer 2 Geschosse wegballert. So, jetzt haben wir bei der sagenumwogenen 9. Welle, die wo einfach nur zum Farmen da ist. Wo einfach gefühlt wirklich so ist, wie es gerade sagt. Ballern wir uns einfach alles hier rein. Und jetzt einmal ist, wir haben sogar 5% mehr Gegner. Das ist schon mal gar nicht so bad. Das Schöne bei der Welle ist einfach, weil im Fave Sachen auf einmal spawnen. Und wo das sagt, kann zwar zum Verhängnis werden, wenn man zu wenig Damage macht. Aber wie man sagt, es kann richtig easy auch sein. Eigentlich ist die Welle noch nicht mal so schlimm. Die ist ja, glaube ich, bei allen anderen Sachen nicht so extrem. Na, kann man natürlich nicht das was wir brauchen. Gehen wir ein bisschen Reichweite, ein bisschen Grit. Also her, da hätten wir jetzt einen Raketenwerfer. Und wir gehen mal da her. Weil Raketenwerfer finde ich jetzt nicht so nice. Ja, gehen wir so nächste Runde. Wir haben jetzt halt 50% schon, Alter. Crazy. Ah, lol. Das ist echt crazy. Das ist wie bei dem anderen. Darum, wie beim Sprinter, wenn man sich bewegt hat, dass man die Rüstung gehabt hat. So, jetzt haben wir schon mal mindestens den 10er schon, der wo immer da so rumschwirrt. Oh, schau da, die so. ...400 Materialien. Na, brauchen wir nicht. Volltrollen ist so 3 nicht, aber... 3 Life Points pro Sekunde. Na, danke. Die sollten wir uns Fernkampf. Grit. Ist jetzt alles nicht so nice. Angriffstempo. Das können wir uns mal holen. Den kann man uns prinzipiell auch holen. Aber schau dir das so. So, jetzt haben wir schon nochmal. Fernkampf. Oh, der Bohnen-Sensei. Und jetzt sehen wir einfach die nächsten Dinge werden. Wir können uns eh nichts mehr kaufen.
Da habe ich mir gezeigt, wir machen ziemlich Damage jetzt auf einmal. Hat man nicht meinen, aber ist so. Und das ist auch wichtig, weil das sind die Tanks und wenn die Tanks nicht nur schon machst, die werden desto länger die da haben, desto schneller werden es von Bewegungsgeschwindigkeit. Und wir kommen einfach nicht weg, weil wir müssen mal stehen, wenn wir attacken wollen. Aber eigentlich cool, wenn das der so, wenn es so Mob oder so Characters gibt, die wo bei einer Ding so, dann sagen eben nur bei der Waffen an sich besser. Deswegen sagst du, ja, nur, der hat nur mit der Minigun gute Ding, aber du kriegst es halt dann einfach nicht. Problem an den Tanks ist halt auch, die machen um die 50 Schaden oder so. Wie ist noch richtig was? Den brauchen wir. Das brauchen wir. Das können wir speichern. Das können wir speichern. Ja. Jetzt war natürlich wieder das explosive Geschosse gut, weil wir jetzt auf Schredder spielen. Du machst 60% mehr Damage nur mit dem Schreddern. Das ist schon crazy. Ja, die machen 10 Schaden, wenn es durch die Tür rennen. Aber ich glaube nur, weil wir eine Rüstung weniger haben. Hm. Jo, Alter, wie macht man so bei dem Mesh gerade schon? Wundert sich nicht, wenn ich stark bin, den passt bloß auf, dass wir nicht irgendwie unnötig Damage kriegen. Ich möchte das jetzt endlich schaffen dann. Grit. Oh ja. So, jetzt haben wir auch so ein Item gekriegt. Das ist so OP einfach. Die Jagdtrophäe. Oh, sie haben es genervt, glaube ich. Krass. Macht bloß noch 33%, du kriegst bloß noch so ein Drittel. Das war jetzt mal auf 50%. Ich habe mir einen Patch noch nicht durchgelesen. Ist aber immer noch gut. 33%. Also eigentlich bei jedem dritten kriegst du ein extra Matt. Ist so aus wie gar nichts, da jetzt mal sagen. Vor allem wenn du es öfter hast, du hast dann jedes Mal die Chance, wenn du mehr oder weniger, wenn ich jetzt 3 Jagdtrophäen habe, habe ich 3 Mal beim gleichen die Chance zum Kriegen. Und das geht eben auf Crits. Wenn ich jetzt sage, ich mache einen Crit, dann kriegt der zu 33% nur extra Material. Das ist natürlich mega okay. Aber müssen die ja wissen, ne? Mir Sekt macht mir ja nicht gerade wenig schon, dem her. Ja, okay, die Panzer sind ein bisschen schwierig. Wenn er nicht den gleich erzählt. Ah, jetzt ein bisschen knapp, wo wir noch mit charged war. Das geht klar. Angriffstempo ist nie schlecht. Dann mal Fernkampfskillen. Das ist auch nicht schlecht. Dann haben wir noch mal das. Oh ja. Mehr Gegner ist auch nicht schlecht. Der Rückstoß war nochmal nicht schlecht. Ja, das wird jetzt noch. Wir brauchen halt jetzt, wenn jetzt nur der Abpraller käme, das war halt dann richtig OP. Abpraller und Bandana. Dann hast du Durchschlagskraft nochmal. Also du gehst durch einen Gegner nochmal mehr durch. Und dann noch ein Abpraller. Also er prallt so 100% noch mehr ab, so wie bei der Schleuder. So OP. Ich habe sogar schon mal Runden gespielt mit dem Controller und die Schlinkcode, habe meine Hände am Handycode, habe bloß noch geschaut, ob irgendwas ist und dann. Okay, ich will jetzt nicht unbedingt sterben von dem her.
Das Problem ist, du kannst aber mit dem Soldaten halt auch nicht viel rumgehen, weil wenn du rumgehst, attackt er nicht. Du kannst so ein bisschen ausweichen, aber du möchtest ja Gate. Das ist ja das. Gib mir das, was ich möchte, oder was ist los mit euch? Da schau her. Danke, Spray. Also, falls mal ich wundert, die Roden, die Wurzeln roten Ring haben, die explodieren zu jedem, bei jedem Schuss was haben. Die lilan zu 80%, blau glaube ich dann zu 30 oder so. Können wir noch schauen. 65% normal bei 50. Also jeder zweite bei der Level 1 Waffe. Das haben sie aber geändert, das war niedriger. War ja anscheinend zu schwach. Und jetzt wird es dann so stark sein, dass man mit dem anderen einfach alles durchspringen kann. Ja, die Kisten müssen man nicht aufsammeln, aber ich mach's einfach gern. So. Perfekt. Ja, das können wir gönnen. Das rüber. Gut. Natürlich gleich mal Waffen upgraden, das sind so die wichtigsten Sachen. Das ist natürlich Elefantenbaby ist einfach OP. Vor allem wenn du das öfter hast. Weil wir haben relativ viel Glück. Das sind natürlich beides einzigartige Items, also Außerkaufer. Was nicht immer, was du hast, kann nur im Shop kommen. Das kann irgendwas anderes kommen, was besser ist, wie Jagdtrophäe oder so. Oder Metalldetektor, lauter so Sachen. Verbraucht bloß Platz. Also lieber die einzigartigen mindestens Außerkaufer. Sofern das Geld das zulässt. Aber am wichtigsten ist erstmal 6 Waffen haben. Ja. Weil der geht sonst so viel Damage ab. Außer beim Eimerarmigen, der kann aber so ohne haben. Oh, schau da, die so. Ja, wenn er den richtigen Fokus, dann macht er alle down. Das ist einfach so. Er ist einfach so gut eigentlich. Fernkampf. Angriffstempo war auch nochmal nice. Mit die Ego nicht. Perfekt. 2 Lederli Waffen nochmal. Also jetzt haben wir dann schon wirklich. Ich habe es auch schon gehabt, dass ich alle 6 in Rot gehabt habe, also. Wenn man dann nicht aufpasst, dann hat man trotzdem die Arschkarten gezogen. Das ist dann gar nicht mehr so einfach auf einmal. Vor allem, wir haben jetzt bloß eine Rüstung und ich habe vorher mal eine Runde gehabt, da habe ich fast 10 oder 12 irgendwie so gehabt. Das hat dann auch nicht viel geholfen, weil einfach so viel Damage gekommen ist. Ich brauche explosive Geschosse. Oh shit, jetzt hat mich einer erwischt, merkt man gleich. Das merkt man gleich. Crit. Pro 1% ausweichen. So, schau her. Das ist schon mal gar nicht schlecht. So, jetzt haben wir Angriffstemperatur gekriegt von dem Mantel da. 56% Angriffstempo. Das ist natürlich sau OP.
Jetzt müssen wir bloß noch ausweichen skillen. Ja, moin. Das ist krass. Das ist so krass. Eieieiei. Oh, hui. Gut. Dann Fernkampf. Oh, da ist der Abroller. Aber 35% schon minus. Ja, macht mal. Egal. Ausweichen war jetzt noch ein bisschen was, gell? Ausweichen war jetzt noch ein bisschen was. Ich hätte jetzt aber unbedingt diesmal mit am Schaffen. Also ich finde, Altbrawler ist halt so mega gut eigentlich. Vor allem jetzt haben wir Abroller, Baby mit Bart. Aber er ist Fokus halt dann immer das Falsche. Wenn ich jetzt mal sage, er müsste halt nur den dicken fokussen. Wenn du das halt einstellen kannst, dann sagst du bitte nur den stärksten oder sowas erstmal. Oder der mit dem meisten Leben oder so. Ja, und weg kann man. Ohrrunden vorm Ding. Ohrrunden vorm Ding. Na gut, schreibt in die Kommentare, was ist gespielt mit dem. Ob ihr es schon geschafft habt, ob ihr es nicht schafft. Ich schaue auch nochmal, dass ich es irgendwie hinkriege. Wir sehen uns dann auf alle Fälle bei der nächsten Folge. Bis dahin, habe Ehre.